denkt. So, wir nicht schon fahren mal. So, wer ist auf der letzten Neuigkeiten mitgekommen? Wenn es beten fasten. Die letzten Neuigkeiten sind übrigens nicht über Gasolina. Die sind über beten fasten. Die sind viel wichtiger als andere Neuigkeiten. Sind soll in der Zeitung gestanden, dort Christen sich taubstunden zum beten fasten, nicht von Gasolina. So, hast du gehört, dass irgendwo eine Gruppe gibt, die dann beten fasten? Hast du davon gehört? Okay, ich brauche dich nicht informieren. Dan über dort. Wo nimmt sich so was das Raum? Ich kreeg deze week een aanroep. En een man wat dat had gezien in mijn estado, of in jullie estados van Uitland, heb je ganz abgerecht wat nu op eenmaal in Bolivia passiert wird. No, zeg ik, dat is niet nu op eenmaal passiert. Dat is een lange Geschichte, een zeer lange Geschichte. Dat heeft nu bloß weer eenmaal een Bums gegeven in deze lange Geschichte, wat we erleben dan. En ik erkläre dat we niet nu, dat nu op eenmaal hastig wie in een nood en in een trouble werden. Wie wir dat al gewarnt, dat we stundenlang nog gasolina wachten, aber nu wir dat niet meer stundenlang, nu wil dat nog lang kunnen. En daar wens rijden we ons nu op eenmaal zij al op. En zo, wat je alle hier hebben, die hebben alle ook ernstig wat erlebt, zo wat als Heidi en ik, wie wir in de stad, man krijgt niet gasolina. Wir rijden ons ab, dan willen we benzine kopen, een krukje kopen, dan vangen we dat niet, dan rijden we ons nog alle ab. So, en dan, als die ons dan benzine zeggen wat de prijs weer, dat 25 Bolivianos weer het liter, dan rijden we ons nog alle ab. In de stad wordt het plus euer. En dan zeg ik op eenmaal bij, ik mag naar huis komen, ik wil niet 2 of 3 liter, ik wil winst 10 of 20 liter. Ik ben zeker niet gasolina te met huis komen. Ah, dan moet dat voor 10 verkopen, niet zo? So, we rijden ons ab. Wat onze situatie is. Dat is een alarm. Wat is los? En Heidi en ik voelden, we weer verbonden, we willen vasten en beden. En we willen in de stad zorgen, weil we leven jährlich kämpfen. In de stad dat land jährlich nog wieder aufbringen met zorgen en bij ze wird zijn, weil we zijn. So dan had we dinsdag zo over, dus jeder dinsdag is hier in je gebedstijd. Jij komen, wanneer je mal voorbij voert, zoals van die wat wieder auf zijn, je mal van Santa Cruz komen, dinsdag half 8, dan wordt hier gebeten. Dat zijn meestens wunderschöne tijden zum beten, wo eine enge Gemeinschaft kann mit Gott haben. Da kann jeder einer kommen. So wie wir doen, wenn ich es wäre 10 oder 15 wäre, wird wir beten da. Und dann ganz te laat zeg ik dat naand ik plus ab, dat we willen, dat hij die eigenlijk even dit nooit gedacht hadden. So, deze hele voets alle jo, en die weer zo met aan, dat ik zei, nou, ik wil een video nu voets maken. Hij had eens gedacht, vielleicht nächsten dag, oder dat am 1-2 jaar dan, dus ik dat dan voets zo overs, hoofdtien zo overs. En die video wordt alweer naar aan ging, en is daar die weer hoofdtien zo overs. Daar wens we dat hier onder de uur is het donker, ik weer meid, ik weer had zij arbeid. En dan kijk ik nog zo treurig, wenn ik zo'n dag het licht in mijn gezicht had. So, die Menschen reden sich sehr ab über mich. Mir ging das nicht so schlecht, als das auf dem Video ging. Aber die Menschen reden sich sehr ab, wovon ich mir gesagt sage. Und dann, wenn sich das nicht angestellt hat, und du führst über nach, über 100, dann 200, dann irgendwann über 500 Menschen, das eine Gruppe werden wir, wo wir anstellen, dann auf einmal, dann fange ich an zu denken, was in der Welt da wir hier überhaupt. Wo übernehmen wir uns, so etwas zu tun? Habe ich das erreicht? Das sind alles Gefälle, die nicht von Gott kommen. Das sind Gefälle, die vom Sohn kommen. Habe ich das erreicht? Bloß so in der Welt einfach mal unterstellen, hey, wir wollen beten, fasten, dass hier in diesem Land kann eine Änderung passieren. Und dann kommen gemischte Gefälle. Und dann kommt das kurz so, dass du kommst, Menschen nennen, die ganz gehen an sind von all diese Dingen. Dus du kommen Menschen, die wollen so was verstehen, wo Jesus Christus hochgehoben wird, du sprechen die Flüche an und so weiter und so weiter. So dort wir gehen dann auch dabei und dann kommen diese gemischte Gefälle. Und dann auf einmal, dann dachte ich, was soll ich tun? So ich dachte nur, was soll ich lesen in der Bibel? Und kurz kommt dort, ich soll das Buch Esther lesen.
Heute kann ihr das Buch Esther, die Geschichte von Esther. Das sind wunderschöne Kapitel. Das ist nicht ein sehr langes Buch, aber es ist ein zu langes Buch, um dort wieder hier worden von dir ganz vertalen können. Aber Esther ist so ein Buch, wo würde ich mal sagen, die ganze Bibel jetzt scheint zu, nee, nicht die ganze Bibel jetzt scheint zu lesen. Du sind ein paar Parts, die gehen nicht sehr schön. Wenn der Name ist, ich komme, weil nicht sehen, dort scheint mir nicht so sehr. Aber Esther ist ein Buch, dort jetzt einfach bloß scheint zu lesen. Dort kostet bloß lesen zum Schein gehen. So würde ich mal sagen. Wenn es dort ist, einfach eine sehr interessante Geschichte. Esther ist eine Geschichte, wo dort am Juden jetzt in ein fremdes Land wohnen. Und wo sie andere Menschen sind. Und Esther, ihr Onkel Mordechai, der merkt dort, dass Esther die Königin von dem Land wurde. Wir wollen nicht die ganze Geschichte lesen, weil wir nicht schwierig sind, dass ihr selbst lesen. Aber ihr Onkel Mordechai, der merkt dort, oder der durch Handbringen oder steht, wo die schmackste Früh ausgesagt wird. Und die schmackste Früh ist Esther und sie wird die nächste Königin von den König. Aber was dann passiert ist, das Königtum in das Land, was regiert, der hat andere Regierungsmänner und einer von denen ist Haman. Und Haman kommt durch, wir wollen den nicht die ganze Geschichte vertellen, aber Haman fängt sich über die Juden unter Eure. Haman weiß wahrscheinlich nicht, dass Esther eine Jüdin ist, aber er euert sich über den Onkel Mordechai. Und er hat einen Toten bekannt, wo alle Juden waren durchgemerkt worden. So, nu ist eine Person, die kommt und kann nicht gehen, und die konnte dem König sagen, hey, kannst du uns Juden nicht raten, aber was kannst du für uns Juden tun? Aber du wirst ein sehr großes Ober. Sie können nicht bloß nur König gehen. Bloß so mal. Und der König hat nicht eine Früh. Der König hat viele Frühs. Und kein von seinen Frühs konnte am kommen, bitte sei wart von am geraubt, dass sie soll kommen. Und Esther wir kriegt bei am gewesen, sie wart nu nicht geraubt, nur ihren König. Nur ihren, Mann, was immer. Plus nu wieder ein Trouble. Was, wenn das würde nu bei den Datum kommen, wo alle Juden sollen durchgemerkt werden, dort bin nicht bloß Mordechai, sondern du wären Tausende Juden in das Land. Und du wirst Esther, sie selbst wirkt nicht Juden, und sie soll durchgemerkt werden. Und dann sage ich Mordechai auf einmal zu Esther, du wirst Mathe für uns anstehen. Du wirst Mathe nur den König gehen und am Sein, am Frau, dort irgendwo dort wie König rat worden. Aber Esther sagt, das schafft nicht, kann nicht nur am Gehen, der kann mich dort merken. In dem Moment, der brückt mich nochmal sein und dann checkt wenn der nicht mal mit seinem Gold stark nur mir regnet, den Zepter, wenn der dort nicht regnet, dann ranne der nur mir, hake mir den Kopf auf und war ich sieg. Und dann sagt Esther, wenn du wirklich was hast, dort ich von dir nur im König gehe, dann wo ich die nur das freue. Und ich werde lesen uns. Esther, Kapitel 4, 13 bis 16. Das sind die einzigen Vers, die ich von Esther, von das ganze Buch, von dir lesen will. Esther 4, 13 bis 16. Dann checkt er diese Nachricht trägt. Glaub nicht, dass du durch ein Palast mit deinem Leben wirst davon kommen, wenn alle anderen Juden sterben müssen. Das sage ich Mordechai zu Esther. Glaub nicht, dass du wirst davon kommen. Die wird auch durchgemerkt werden. So, du musst auch an die selbst denken. Wenn du nicht tun wirst, das sage ich heute Hamatar, waren die Juden auf einen anderen Weg geraten worden, aber du und dein Vater, seine Familie waren ankommen. Denk daran, dass du bist vielleicht krank, wenn so eine Leute in den Palast gekommen. So, das Esther, die wir in den Palast gekommen sind, wir nicht kennen. Und sie regiert, also sie erst durch im Palast und dem Onkel sagt, Gott hat die vielleicht krank, wenn das hier angestellt, dass du kannst eine Änderung in dieser Situation merken. Und dann leitet Esther diese Nachricht nur Mordechai checken. Geh du, und er raubt alle Juden in Susa, das steht in Susa, taub, und dort 3 Tage für mich fasten. Die sollen nichts essen und nichts trinken, nicht über Tag und nicht danach. Ich und meine Döner waren auch kranke Fasten. Wenn die das getan haben, dann war ich nicht gehen, kann ich, wenn das auch streng verboten ist, wenn ich durchstorb,
dan lot het zennen. Zo, dan zeg ik Esther, als onkel zegt, du moet wat voor ons doen, dan zeg ik Esther, dan moet du ook wat voor mij doen. En dat is vasten. En als ik deze tekst lees, dat ik onderstreek met den voet, dan wordt mir ganz klar und deutlich, dass wir in der Kinder Gottes, wenn wir in Situationen ankommen und wenn wir in Einheit sind als Familie Gottes, dann können wir einen Abruf machen, dass wir taub zum Fasten kommen und dass wir taub für eine Sache beten. Ich weiß, als Deutsche habe ich sehr leicht so eine Gedanke, ich weiß, wir kommen sogar von Stammen von so einer Gedanke, ich muss taub beten, beten soll ich allein in meine Stube tun. Aber du brauchst nicht lang in der Bibel kijken dat ze im Nieuwen en Alten Testament wordt alle taub gebeten, wenn wat wordt ik nu niet kennen taub met andere Christen beten. En dan dacht ik, is het met een vasten niet ook krijg zo? Kon ik niet taub met andere vasten? Nu hebben we een Bibelvers die zegt, wanneer du vasten is, dan zoals du dat niet alle bekend maken. Nu neem ik deze einen Bibelvers en geloof, nu kan ik dat niemals meer zeggen dat ik vasten doe. Wat man de andere mijn schijne donut reken doe en ik krijg vasten door den dag. Kan ik dit niet zeggen? Hey, ik doe vasten van jou, ik wil dat niet eten. Viele Menschen geloven, ze zien je. Die leren omdat den donut niet eten. Mij hungert niet nur deze donuts. Huh? Die donuts en dat eten, dat schild en dat lijkt, dat erop, die hungert niet naar dat. Klaar hungert die naar dat. Du kannst den anderen zeggen, van jou niet. Maar ik vast van jou. En wanneer dat een kind Gottes is, dan wordt hij voets verstaan en die wordt met die aanzetten. We zijn er allebei in de Bibel dat bekend, dat mensen dat wisten, dat een andere vasten deed. Wo wir das sonst weiter, dass Jesus für 40 Jahre gefasst hat, wenn er das kein gesagt hat? Wo? So, er hat das irgendwem gesagt, da wen weit wir das? Verstehe ich? Wir kennen die anderen davon reden. Wir brauchen aber uns nicht prolen und grauten. Hey, ich habe al 3 Jahre gefasst. Wie viel hast du al? Ich kann al so sehr fasten. Das ist, was wir nicht brauchen, aber wir kennen das taub tun. Wir sehen auch im Neuen Testament, als Paulus und Barnabas rückchecken, wat doen ze dan? Ze vasten taub. Ze vereinen zich ten vasten. Zo, ik wil van jou niet, wie haben das hier allemaal even gegaan? Ik wil van jou niet een lange boodschap maken, wat vasten bedient, wenn wat vasten, aber wenn wat dat zo wichtig is en zo wieder en zo weg. Aber ik wil een paar dingen zeggen en vrouw. Ohne mich ver te leggen en ohne jezelf ver te leggen, wer heeft allemaal gefast? Oké, ik stond, sehr viel. Wunderschön. Ik würde mich freuen, wenn am diese 21 Tage alle 100% hängen können abgehoben worden. Bitte, du hast irgendwas, was der Doktor dir sagt, oder irgendwas, dann nicht. Aber für uns ewig, Fasten ist, was sehr schön ist. Ich will nicht lange durcheinander. Viele Menschen sagen dann, ich doe vasten, ich doe eine Week nicht nur mein Phone checken. Mein lieber Bruder, das ist eine sehr feine Angewohnheit, wenn du dein Phone nochmal zu sehen leidest, aber das ist nicht Fasten. Das Fasten bedeutet einfach nicht eten. So, wenn ich nicht eine Week nicht nur Facebook check, oder eine Week Janto, oder eine Week nicht Tele check, oder das wird sehr fein. Das ist ein Abvermerken, oder das ist mir Trägholen von Sachen, omdat ich in Gottes Gemeinschaft sein. Das wird sehr fein, verstehe mich nicht arg. Aber Fasten bedeutet einfach nicht eten. Das ist alles, was das bedeutet. So, das ist nicht Phone haben, oder nicht Tele, oder nicht, das ist nicht eten. Das ist so einfach, als das worden kann. Und ich will auch sagen, dass wenn je fasten worden, nach mal beim Fasten, wird sich dort so viele dort halb rein reich, nicht was ich hier tue. Dat wil ik nu ook al im Verriet zijn. Dat conservatieve dat zich dat zo veilig heeft. Maar trotzdem, Fasten is een project dat voor appelijn, dat het goed wordt. Zo fängt dat voor jezelf uit. Ik wil dat niet bematen, ik wil geen bematen. Maar wat me interesseert weer, dat du nu op eenmaal 500 mensen zeggen, wie willen voor Bolivien aanstaan. En ja, ik weet, er zijn veel groepen bijna, dat zijn vielleicht niet, deze niet aan, die interessiert dat niet, maar dat zoeken doen. Maar ik weet dat vele van die interessiert dat. Nu vond een ander aan mij een vraag, wat bedeutet vasten? Bedeutet dat niet huelga de hambre? Weet je wat huelga de hambre meint? Huelga de hambre is dan, wanneer ik mij voor een regeringshuis zette, met een groep mensen, hungerstrike meint dat. Ik zat mij voor een regeringshuis en ik laat de president bijna weten wat dat een huis bijna zet,
Zolang du mij niet Jan biedt loont jefst, oder zolang ik niet Jan krieg, wo wir in dieser Gruppe nicht eten. Und das jefst dann, ferken. In alle Länder haben het al zijn jef. Dan zetten die du paar weg en de eten wirklich nichts. Und dan zetten du dagen nach verder regeringshuis, bij de president komt en zegt, jo, ik wil die geven wat u was, go en atmen waren dat u niet storft. Wenn die Person stirbt, wer würde schlecht dann mit der Präsident? So, nu fängt mich eine Person und fragt, merkt ihr einen Hungerstreik? Da ihr eine Olga de Hambre merken. Ich sage, no, wir merken keine Olga de Hambre. Wir fasten, das wird ganz anderes. Wir fasten, das ist, wir connecten uns mit Gott. Und wir beten nur Gott, dass er Sachen ändert. Aber wir sagen nicht Gott, hey, ich will nicht eten, solange du Gasolina und das wird die dort hier ist. So beten wir nicht. Wir sind einfach geknackt mit Gott. Und auf einmal, als ich die Bibel studiert habe, dann habe ich die veilige Freiheit und ich fühle den Frieden und die Autorität, dass ich kann, aber wir können das Fasten ansehen und wir können Menschen Mut merken, zu fasten und dass wir uns als Christen vereinigen. Das Ganze, dass wir uns als Christen vereinigen, dort allein soll ganz apart eine Botschaft fahren, wir wollen von der nicht über dort reden. Aber wenn wir als Körper Christi taub kommen, dass wir uns einig waren, dort erst, wenn der Satan anfängt zu flattern und weicher an das. Wenn ich mich ganz einig sehe, dann kann der mir auch nicht ändern. Aber wenn wir uns alle einig sind, dann rennt es so sehr aus der Korn, dann knippt er und weich essen. Wenn es die Korn Einigkeit nicht verdrehen. So, das ist ein bisschen von Fasten. Ich möchte die Mut Fast und Beten für Bolivien. Wir sehen, dass die Bibel sagt, wir sollen für unsere Regierenden beten, wir sollen beten, dass uns dort Geld können, wo wir noch Lothar sein. Nu haben wir einen Fall in der Bibel, in Markus, in das 9. Kapitel. Ich glaube, je worden deze Geschichte ook alle kennen. Ich will noch sagen, wenn Esther, sie doen alle op vasten. En dat Bild, die Geschichte, je kan das alles lesen, aber das kommt alles zum Golden uit verernt. Viel besser, als sie sich das überhaupt vorstellen können. So viel hat das Fasten gedaan. En Mordechai, en er steht dort am Dood gemerkt wordt, hij wordt als den zweithöchsten Regierungsmann von das ganze Land gestellt. So von, hij zal doodgemerkt worden, de zweithöchste regierende man im ganzen Land. Dat is wat met Mordechai passiert. So, ich will uns merken, dat merkt wirklich einen Unterschied, wenn wir fasten. Markus 9 ist eine Geschichte, wo das von redet, wo das ein Jung, das nahe Jung, der hat bei sich an sich. Und dann kommt Jesus nur diesen Jung. Und dann sieht Jesus, dass der Vater erst ganz am Ende, der weiß nicht, was er mit seinem Jungen tun soll, wenn es das Jung, der schmiert sich im Vieren, der schämt uit Müll und der hat allerhand Tekens, dass er von bei sich besessen ist. Und der Vater sieht einen sehr großen Trouble. Der Vater sieht, dort ist ein Trouble, dort sind die bei sich da. Aber Jesus kickt diesen Mann an und sagt es das. In den 19. Vers sagt er, der Trouble ist nicht, dass du bei Jesus, der Trouble ist, dass die eine Generation sind, die nicht glauben. Die sind eine Generation, die nicht glauben, sagt er, und dort ist der Trouble. Und dann fragt der Fußgänger dort, ist das dann möglich, dass du wahrscheinlich diesen Jungen, den bei Jesus treiben, wenn es der Jünger heute dort nicht könnt. Der Jünger hat alle versagt, einer um den nächsten heute nicht könnt. Dann fragt der Vater, ist es dann möglich, dass du wahrscheinlich den bei Jesus treiben? Der Vater, der wird ganz am eng. Und dann im 23. Vers sagt es das. Of ich kann, sagt Jesus. Der fragt, of ich kann ich das? Der fragt, glaubst du, er kann das? Alles ist möglich für den, der du geläuft. Den Jungen sein Vater raubt plötzlich uit. Ich glaube, halt mich in meinen Anglauben. Und dann wird es bei der Jesus uitgedreven. So die Frau, Jesus, kannst du das? Und Jesus fragt, oh, glaubst du, er kann das? Of ich das kann? Dat is je doch obvious, dat is je doch klar, dat Jesus dat wordt kennen. En dan schreef Jan voor en zei, help me, ik bruk te geloven.
Ik leef halb mijn aangeloven. Na den 21. vers, zegt es dit. Hij zette aan. Zo'n eerste als dit komen, der zes nus als der tot gebed, ruit als der tot gebed, in Fasten. Hier zegt dat niet in Fasten, want du wirst in die phone in de Bibel kijken en optrekken op de pink dat je dan zegt dat de oude schriften zijn in Fasten. Wat het betekent is, du zijn, eerst einmal werd de Bibel met de hand aufgeschreven en eenmaal werd niet alles 100% correct aufgeschreven. Du zijn nogmaals ganz kleine Fehlertjes gekomen, maar irgendwie had du wat kleine details geschreven en we zeggen, du zijn een paar zaken in deze Bibel, wo man zich niet 100% einig is, als het mal in de eerste gewas is, oder niet. Maar we hebben dat mal te zien laten. We hebben zeggen, dat is te bijna, in Fasten. Ik heb met einverstand zijn, daar gebed in Fasten. So Jesus zegt, dit is art van bij Jesus, dat je niet onderscheid als der gebed in Fasten. Weet je wat zonderbaar is? Jezus, der betet niet en der fastet niet in dem Moment. Ich checke mich alle so verwundert an, was diese Konto nach ihm sagen. Jesus, der betet nicht und der fastet nicht, als den uitdrijven deed. Jesus, der betet nicht und der fastet nicht, als den uitdrijven deed. Wenn wat sagt Jesus, diese sagt jetzt nicht uitdrijven aus mit beten und fasten und er selbst steht dort nicht. Aber Jesus hat gefasst, wie weit das alle? Wenn wat wird Jesus das sagen? Jesus fasst nicht und knallt sich, Lord, das sind bei sind Jes hier rüt. Ich war fasten, ich war von nu in 3 Jahren nicht mehr eten, aber das sind bei sind Jes hier rüt. Dat würden besser so sein, als wenn nur Gasolina steht und nur ein Surtidor würde fahren und sagen, ich will hier nu nicht mehr eten, Bett hier und Truck Gasolina auf dem Hafen kommt. Weet je wat Jesus fastet deed? Jesus fast nicht für ein Trouble. Jesus fast für eine Weg, wo er leben wird. Wanneer deed Jesus diese 40 Tage fasten? Dat wie er fair den Dienst anfangen hat. Ganz am Anfang von seinem Dienst. Dat wir nicht, wenn er nu een grote Trouble hat, maar er nu fasten. Sondern er fast, om met den Vader geknackt zijn, om dat alles, wo er gaan wordt, dat dat op de weg vom Vader wordt zijn en dat passieren wordt. So, wenn du glaubst, dass du hast einen großen Trouble für dich und du musst nu gewoon bloß fasten, um das große Trouble uitgelassen werden kann, dann wird das nicht schaffen. Du gehst nur vor, um mit Arm geknackt zu werden, um die ewige Sache, dass du, das fängt der Vater an, die Sache in Ordnung zu bringen und du wirst mir dann handleiden, dass kann in diese Sache Änderung bringen. Dass kann Autorität in diese Sache annehmen. Wenn es anders, dann bete ich den Trouble an, was ich du sei, und ich knack nicht mit dem Vater. Kann je den Unterschied verstehen? Ich so vierken mal in unsere Gebete, dann beten wir und kicken da nur Troubles, was du da sind, aus der Connection mit uns Vater, was wir haben. Und wir sind in Jesus in Fastleben, ist das ganz klar ein Unterschied. Das geht nicht an bloß sich Hand zu knallen und sagen, das ist der Trouble, das ist was passieren wird. Sondern Jesus in Fastleben ist eine Connection, einfach von Vater nur Amen, das beidseitig. Er fasst in einen Lebensstil, in eine Weg von Leben an. Für Jesus wird das Problem hier gar nicht, dass er bei sich yes wird. Für Jesus wird das Problem, er sagt sehr gut, der hat alle kein Glauben. Der ist das Unglauben durch. Für den Vater, für den Dad wird er plötzlich bei sich yes, da wird der Trouble werden. Dort wird die Kleinigkeiten. Der Teufel, der hat nicht Angst, wenn du fastest. Der Teufel hat nicht Angst, wenn du fastest. Er grillt sich. Aber wenn du in der Autorität nennst, nur dem, dass du gefasst hast. Könnt ihr noch einmal sagen? Der Teufel grillt sich nicht dafür, dass du fastest. Aber er grillt sich für die Autorität, wo du nennst, kannst, nur dem, dass du gefasst hast. Oder dass du geknackt mit dem Vater bist. Uns Glaube, der arbeitet nicht mit den sichtbaren Dingen. Wir sind so sehr sichtbar, wie wollen die Sachen sein, wie wollen die Sachen antworten, das ist es.
Ons geloven, der arbeitet in der unsichtbaren Welt. Aber ons Unglauben, der arbeitet bloß in der unsichtbaren Welt. Wenn ich nicht glauben kann, dann check ich bloß, was das alles so passiert, als ich gebet habe. Ich kann nu gebet verschijnt waren, verdrascht waren, wat het nu kemel reden, wat het nu krijg alles te zijn. En wie weet niet wat voor wunderschönen Weg ons voor de allerheid heeft. En ik check bloß nur mijn Unglauben. Aber wenn ich glaube, dann sage ich staub näher in der Autorität, was der Vater mir gegeben hat, in die Sache fangen sich an zu stellen, durch noch in der sichtbaren Welt. So, ich staub an in der unsichtbaren Welt, in der ersten Welt, aber in der sichtbaren Welt, da passiert was. Vaste, dat is niet hongeren, dat ik wat bij God krijgen kan. Vaste is leren, een appetit te krijgen, voor dat wat ik niet zijn kan. Wanneer irgendwer sich das abschreibt, dann schrieb ich das ab. Vaste is niet hongeren, dat ik irgendwas bij God praten wil. Vaste is leren, appetit te hebben, naar de aanzichtbare zaken. Wat een hemel zei. Vaste is niet hongeren, dat ik wat bij God praten kan. Vaste is leren en honger en een appetit te krijgen naar de onzichtbare dingen. Amen. Ik heb honger op onzichtbare zaken. Op zaken waar ik geloven bewerken kan, wat verandert worden kunnen. Wo kunnen onze gebeden dan nu erhield worden? Wanneer ik niet verder God kom en aan zaken of en wanneer ik nu niet verder God kom en aan praten op een weg als een bedelaar. Ik wil niet meer eten bij mij dat een jaar geeft. We horen voor een paar weken, dat is een wunderschöne predigt, wo we vriend van God werden. En wo God zegt, ik wil je vriend nemen. En in dezelfde afschnitt zegt God, alles wat u mij nu vreugde, dat wil ik die geven. God zegt einfach, alles wat u mij nu vreugde, dat wil ik die nu geven. Wem wil hij dat geven? Al die wat wie vriend van God genannt worden. En wer zijn die wie vriend van God zijn? Es wat in zijn welle leven, er wat aan je hart gedaan. Ook in Jakobus 4, vers 2 en 3, in Jakobus 4, vers 2 en 3 zegt dat is dit. Wo kan die gebed geantwoord worden? Toen zegt het zo. Je sind begierig en kriegen dat niet. Je morden en neden en je wennen nichts. Je strijden en kämpfen en hebben niet wat je wensen. Willst je niet door beten? Dan de derde vers. Je beten en kriegen dat niet. Willst je met falsche Aufsicht beten? Je praten om zaken je ene last te bevredigen. Jakobus 2, vers 3. En 2 bij 3. So, wat zegt de Vater ons hier? Je krijgt de zaken niet, wenn je niet nur vrouwen. En wanneer je nog vrouwen, dan vrouw je met een falsche Aufsicht, aber dat je bloß zaken verjunt zelfs krijgen willen. David, hij was een man wat veel gebed heeft. David zegt in Psalm 6, vers 10, de Heer hield mij om je nood schreien. De Heer neemt mijn gebed aan. So, dat is bloß een Beispiel van David. David heeft veel in de psalmen, waar hij zegt, ik ga je schreien en du hast mijn gebed erhield. So, mijn vrouw en ons is nu, hebben we geschreien en heeft God ons gebed erhield? Is zo'n onderscheid passiert worden? Zoals ik hier zei, Johannes 14, vers 13 en 14 zegt zo. En wat je in mijn namen beten worden, dat waar ik donen, dat de Vader durch den Segen geëerd wordt. Wat je in mijn namen beten worden, waar ik donen. Vreest u die verspreken als dat in de Bibel? Mijn schwierma is wenn dit verspreken naar Bolivien gekomen. Sie dat wist daran niet. Als ze dit verspreken zagen Johannes, dan zei ze, ik wil beten en God wil de zaken doen en ik wil naar Bolivien trekken. En die God deed. Die deed werkelijk. Mijn vrouw vertelde deze week een geschichte, waar zij een amiga heeft. En dat eerste Mal, als mijn vrouw zich met deze amiga trafen, dan zei deze amiga, ik bid voor, in diesem Fall weer dat Heidi zal bij een kerkje zijn. Heidi zal doorschaffen.
jetzt al jarenlang terug, 21 jaar terug. Hij die zal kerkje zijn deze früh. En hij die had de ongecheckt früh en zei, ik wil niet bij die kerkje zijn. Dan kijkt Jan früh aan en zegt, ik wil door aan beden. En wanneer ik bid, dan passiert het. Glaub je, als hij die door kerkje was? Yes, dat is door kerkje was. Wenn es früh had door aan gebed. So, er zijn twee dingen, die gaan hand in hand. Mijn gebed, de willen Gottes. Wat God doen wil. Wat zegt de Bijbel ons? Wo zal we bidden? Wat zegt Jezus ons? Wo zal ik bidden? Dat is niet omdat ik dat iedere dag nu no zeggen moet, maar dat is een model waar ik bidden kan. Dat is het Vater unser. Ik geloof alle van ons hebben dat uitwendig. Wo du das Einsatz, der hier in der Vers in Matthäus sagt, der sagt so, laat ihn rechtkomen, laat ihn wellen, ob ihr große gedonen worden aus dem Himmel. Laat ihn rechtkomen, laat ihn wellen, ob ihr große gedonen worden aus dem Himmel. Jezus praat niet. Kun doch die Welle hier passieren, kun doch die recht komen, please, Jezus, please, laat doch die recht komen. Nee, hij zegt, laat die recht komen. Laat die Welle gedonen worden, krijg ze im Himmel. Dat is een bevel, dat is met geloven, dat wordt uitgezegd, dat wordt gesproken. Zoals God de wereld merkt, dat met een gesproken woord, zo leert Jezus ons bidden. Hij zegt, laat die recht komen, laat die Welle hier op hier passieren, zo als de is im Himmel. Wanneer de Welle Gottes op hier is, wanneer de Welle Gottes al op hier is, ohne ons gebed, wen wat moet ik dan door beden zullen? Ik weet niet, iemand mensen getroffen hebben, die zeggen, ik wil niet door beden, als zum Beispiel irgendwer soll geheilt worden, wenn ik weet je niet, als dat Gottes zijn Wille is. Ho, ho. Dan weet ik niet, als du de Bibel gelezen hast. Wenn de Bibel zegt je doch, dat hij wel ons gezond merken. Hij zegt, wenn sie niet schlecht selber gezond geworden. Hij heeft dat al versproken. Nu komen ze en zeggen, ik weet niet wat de Wille Gottes is. Ik geloof dan veel te connection naar boven. Wanneer ik zeg, God zijn Wille, dat deed op je, en don't wat ik hier op je beden doe. Dat betekent niet wat ik beden doe, er niet, er A, er B, er C. Wen wat moet ik dan beden, wanneer dat niet een onderscheid merkt? Ik weet niet wat jullie dat hebt, maar ik wil zeer aanmoedigd worden. Want mijn gebed laat je weer in de lof weer. Ik wil aanmoedigd zijn. Wat jullie dat hebt. God gaat het erom dat hij wil met ons taub schaffen. Hij wil dat ik beden zal, mocht die rek op hier komen. Mocht die Welle hier komen, zoals het al im Himmel is, dat het hier zo passeren kan. Hij wil gaan dat in mijn gebed ik met hem taub schaffen kan, dat het hier zo passeren kan. Eind naar het nächste. Ik wil jullie dat een beetje erklären. 1. Johannes 4, vers 14 en 15 zegt zo. En wie kunnen ons zeggen zijn dat hij ons hieren deed, wanneer we hem nu wat vrouwen, dat nog zijn willen is. Hier hebben we dat zijn. Wie kunnen ons zeggen zijn dat hij ons hieren deed, wanneer we hem nu wat vrouwen, dat in zijn willen is. Zo, wie hand vielleicht een schuld te gaan, wo kan ik beden, dat ik nog zijn willen nu beden doe. De schuld is hier. Dat woord Gottes, der wiest ons. En de Heilige Geest wiest ons den weg. En wanneer we weten dat hij ons hiert, wanneer we am wat vrouwen, dan weten we ook dat we dat hebben am wat we beden. Amen. So God, die wil met die en mij taub schaffen. Hij wil niet van Himmel alleen alles doen. Hij wil met ons taub schaffen. En mijn in die gebed is niet plus een wonderrezept, kan ik zeggen, dat ik niet van Himmel alles krijgen kan. Mijn in die gebed is niet bloos voor zeker een recept nur te zeggen, wo dat alles kan hierheen komen van Himmel. Mijn in die gebed is ook dat hij alles van mij krijgt. En ik geloof dat wat we van ons in gebedsleven hebben, we weten, dat het gebed krijgt ze zeggen, als bloos van hem wat vrouwen is, een handgeven is. Dat is einfach in zijn willen zich neer te lenen, dat wat hij voor ons heeft.
En indem dat we ons neerlenen en dat wat hij voor ons heeft, dan worden we aan wat hij voor deze wereld heeft. En dan gaan we dat voor deze wereld bidden. Kan je verstaan? Matthäus 26, vers 39 zegt zo. Dat is waar Jezus groots voor hem dood is. Dat is waar hij al in Gethsemane is. En waar zingen dat hij wordt gekriezigt worden. En dan zegt dat zo. Hij jenkt nog een beetje wieder en valt op je zeggen beet mijn Vater. Wanneer het meilig is, dan laat deze lieden aan mij voorbijgaan. Doch niet zoals ik wil, maar zoals du was. So Jezus heeft ons geleerd naar zijn willen te bidden, om voor zijn willen. Jezus jankert niet om kruis sterven. Hij wil niet sterven. Hij zegt, ik weet voor dat du hast gepland dat ik om kruis sterf. Maar wanneer het een andere weg heeft als om kruis sterven, dan wil ik liever den weg gaan. Dan wil ik den weg gaan. Maar dan zegt hij niet mijn willen, sondern den willen. So nodig ik mij neerlenen door wat God voor mij heeft. En dat ik mij aangeven door, dan vang ik aan te worden wat de willen voor dit land is, voor mijn leven is, voor mijn zuster, voor mijn broeder, voor mijn vrouw, voor mijn kinderen is. En dan kan ik in de staat dat ik twijfel voor wat ik bidden doe, dan kan ik met geloven en aangeven dat niet spreken in deze wereld wat hier passeren zal en kan. Amen. So we kunnen niet nur ons Fleisch beten, we kunnen nur im Wort Gottes nur beten und wir können mit Vertrauen beten. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Timotheus 2, 1 bis 4. Dit is correct, wo Paulus ons sagt, dat we zelf für onze Königs, onze presidents, regierende Menschen beten. Du sagst het zo. Eerstens, raad ik je nu dat je dringend beten. Maar dat je aanstaan in je bed, wo we dat ook even zaten kennen. Bid ook voor anderen en dank voor alle mensen. Zo ons is opgeroepen worden, dat we zullen dringend beten. Mijn vrouw nu is een dringende gebed. Is dat ik mij bloos irgendwo op mijn stoel gaan zat te doen en God, wanneer dat ze jankert, vielleicht würde ein bisschen mehr Gasolina können sein, aber ich weiß nicht, Gott. Aber es ist ein dringendes Gebet, dass wir anfangen anzustehen und das Land zu sehen. Und nicht bloß seine Gasolina hier anzubeten, sondern dass wir die Wartle und können anfangen anzugreifen, dort von Grund ab Sachen abwaschen können. Wenn es diese Produkte, die wir hier haben, sind, dort sind keine große Troubles, dort sind keine große, dort ist nicht was Großes. Als je mij gelooft oder nicht, dat is niet wat Großes, was hier passiert ist. Die wichtige Sachen sind in der Welt, wo wir vielleicht nicht alle sein. Und wo wir vielleicht Connection mit unseren Vorderbrücken Sachen, die von Grund ab ausgewechselt machen. Wenn es bloß Gasolina in das Land anpappen, dort hat kein großer Trouble wirklich gelöst. Dort ist es, wenn dein Kind schrie, wenn es dort kennen will. Und dort schreit, mir Gott kennen, und du hast dort eine kennen. Und dort ist für 2 Minuten still. Hast du den Trouble gelöst? Vor der Mutter? Nee, du weißt das sehr gut. Du hast bloß 2 Minuten Zeit gekriegt, einen weiteren Trouble zu haben. Verstehst du mich? Du hast 2 Minuten Zeit, einen weiteren Trouble zu haben. Hier bloß Gasolina anbringen und das lohnt, dass je uns bloß 2 Minuten Zeit, einen weiteren Trouble zu haben. Kan je verstaan? Dat het met kinderen schaffen dat? Eerstens, raad ik je dat je dringend bidden. Met 4 bidden. Bid ook voor anderen en dank voor alle mensen. Nummer 2. Voor de Königs en alle die hoog aangesteld zijn. Dat we in Gottes Volk in oprechtigheid ruhig leven kunnen. Jettes vers dit leert te zijn als dit. Voor de Königs en alle die hoog aangesteld zijn. Dat we in Gottes Volk. We haben gerade eine Predigt über Gottes Wort gehört. In Oprechtigkeit ruhig leben können. So uns ruhig Leben in dit Land ist abhängig von din und mein Gebet. Uns ruhig Leben in dit Land ist abhängig von din und mein Gebet.
Ik geloof bloß 10, geloof me. Sorry. Dat is goed. En dan zegt het wieder, dat is goed en is God onze heiland ongenehm. Dat du haben wil dat alle mensen zullen geraad worden en de waarheid kunnen leren. God wil dat. Albert zei mir deze dag dat een persoon had gezegd, hij moet aanvangen te bidden dat het niet sterven, dat ons president sterven zal. Kenya, wat denken we ons? Die moet Jezus kennen leren en niet sterven. Ik kan als Christ zo wat niet ruut zijn. Ik kan zo niet even mijn lippen laten, wanneer ik de Bijbel wens geloven doe. Amen. We moeten voor onze koning bidden. We moeten voor onze president bidden, voor onze regerende mannen bidden, dat de koning Jezus gaan leren, dat Jezus zijn gerechtigheid, dat Jezus zijn godsvrucht toe kan ontvangen op te stonen. En vielleicht zoals Daniel, wanneer we is ontvangen gehoorzaam te zijn en met God te gaan, en wat hij ons gewoon bij de regerende mannen aanbrengen, dat we een invloed meer kunnen. We hebben tot al in vele landen gezien dat de Christen veranderen ganze landen met een invloed in de regering en alle wij zijn. Du en ik kennen en zullen en moeten een invloed zijn in deze wereld. Wenn du en ik zijn zout en licht. We zijn niet hier aangekomen ten bloos liggen. We zijn hier aangekomen ten ernstlich beden en dringend beden. Wie als mensen, wie hebben autoriteit. En hoe kost u mij dat zeggen, Edward? Dan moet we naar aanvang komen. Aan aanvang, dan moet God morgen en vroeg. Hij moet morgen en vroeg dat hij zullen en zeggen wat ze doen zullen. We hebben mal gaan, 1 Mose, 1. Kapitel, vers 26 bis 28. En dan zegt God, wel wie mensen merken, die zo als wie zijn in ons lijken. Zo, mijn vriend, du lijkens God. En zij wil die merken dat du bloos een klein engstje onder God wirst. De Schöpfung, de Tiere, de Bäume, dat wir alles wunderschön, dat wir schmack. Aber du und ich, wir haben eine besondere Stelle in der Schöpfung Gottes. Das ist nicht um uns groß, sondern das ist um Verantwortung anzunehmen. Lot an Macht haben über die Fisch und über Meer, über die Vögel in den Laufen, über die Vieh und das wilde Tieren, über alles, was es gibt. Was sagt Gott zu dir und mir? Lot an Macht haben. Wir haben Macht. Wir haben Autorität. Und Gott mögt Menschen, die so wären, als sei nur sein Plan. Er mögt Mannsmensch, auch Frühmensch. Und Gott sehen die und sagt, mocht die Kinder haben und über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Über die Erde was? Regieren. Die sollen Macht, wahre Macht, die sollen Macht haben über die Fisch im Meer en over de vijl en de lof en over alles wat op de aarde leeft. Amen. So du en ik hebben een autoriteit gekregen te regeren. We hadden ons eerst een autoriteit gegeven. In de Psalmen 115, vers 16 zegt dat zo. De hemel zijn in Herrn zijn, maar de aarde hebben de mensen gegeven. So de aarde, die wordt die in mij gegeven. Die wordt ons gegeven in de regeren. Wie haben die Macht, hier zu regieren? Gott hat das so gesagt. Gott hat das so gesagt, dass du regieren das. Und das ist sein Plan. Das ist nicht, dass wenn ich nu regiere in mijn gebed, oder bete mit Autorität in mijn gebed, dass ich mir das nicht von mir selbst nehmen will. Ik neem me bloos tot wat God mij al gegeven heeft. Verstehe je dat? Hij heeft mij gezegd, ik zal herrschen en regeren im Gebet. Dat gaat niet om een Versaillerie. Dat gaat om een Taubarbeiter met God. Kan je den Unterschied verstaan? De Taubarbeiter wat met God is?
Dat is zoals een abogado. Gott hat gesagt, ich will im Himmel regieren. Und du kannst hier auf der Erde herrschen. Und wenn hier auf der Erde wird Arreich rannt, dann will Gott haben, dass ich nur angehe und sage, du kannst, du sollst den Himmel schaffen, das hier auf der Erde nachbringen. Er will haben, dass ich ihm die Autorität gebe, das hier aufzubringen. Das ist ein bisschen so eine Polizei schaffen. Wenn eine Polizei sagt, zum Beispiel, dass Pylon, die kann bad hier was tun, aber die kann nicht in Quattro Canales was tun. Das heißt, weiß nicht, sie sind weiter, aber die Polizei von Pylon kann nicht in Quattro Canales was anstellen, solange aus der Polizei von Quattro Canales nicht nur früher wird. Und die haben immer ganz klare Grenzen, wo die Polizei schaffen. Nu hat Gott dat een beetje zo hier op hier ook gesteld. Wie weiter die hier, die blijft zien en hij is te guter laat even alles. Maar hij heeft ons zo gezegd, die mensen, die regieren hier en ik im Himmel. Wanneer die willen gaan, dat ik hier op hier zal een onderscheid merken, dan moet je een brief naar mij merken, een gebed naar mij merken en zeggen, zoals dat du im Himmel schaffst, so soll das hier nu op hier ook schaffen. Wenn solange ik dat niet doe, dann glaubt er noch einmal, ich will das nicht haben, dort das soll sie tun. Kann ich verstehen? Wenn es ich soll das wirklich sein. Und ich kann einfach die Autoritäten sagen, Gott, das, was hier nicht passieren soll. Und ich weiß, ich kann das auch alles nicht und ich kann noch viel zu lernen. Dus nach meinem Glauben ist noch wieder zu erreichen. Aber ich weiß, so viel wieder ich in das gehen kann, würde Sachen anfangen zu ändern. Und ich brauche das gar nicht so kompliziert merken. Ich kann einfach anfangen, dort te beden wat ik in de Bibel zei en dat ervarte hier op de Erde, dat einfach een netspreken op deze Erde. Daarin zegt Jezus, mocht die wel hier op de Erde zo zijn, zo als de im Himmel ook al is. Wat we willen doen in deze tijd van beden, van deze 21 deel, we willen den Himmel spreken über Bolivien und über unser Leben. Wenn du noch nicht eine Vorzeit gehört hast in deinem Leben, dann möchte ich die Mutmerke eine zu haben. Und wenn das dann auch nicht mal, wenn es das ist, wenn das einfach für dich ist, oder wenn die, oder einfach bloß, wenn der Herr Jesus die anmunen hat, dann möchte ich die Mutmerke vorstellen. Proef mal was anderes. Und lass den Himmel seine Gedanken in deine Gedanken ankommen, dass du kannst einfach andere Gedanken führen. Wenn wir sehen, wenn wir Bolivien sehen, so wie diese Deo sei, dann sprechen wir nicht unsere Gedanken über Bolivien, dann sprechen wir nicht menschliche oder fleischliche Gedanken, sondern wir beten dort, was Gott für das Land hat, über das Land, und wir beten und bleiben anhaltend im Gebet. So ich gerade sehe, oder am Anfang sehe, wir würden gerne eine ganze Stunde bloß von Einigkeit reden. Ich verteile diesen Weg mit meinem Nachbar Klaus. Und er vertelt mir eine Geschichte von Uganda, wo das Land schwere Situation durchgegangen wäre. Da haben sich bloß 20 Personen, so wie das ich weiß, haben sich jeder Tag getroffen, um für das Land zu beten. Für 90 Tage. Das, was sie von Gott verstanden haben und getan haben. Und sie haben taub gekämpft und Sachen haben angefangen zu ändern, aber du wirst noch immer ein bisschen sind jen on gewesen, wir noch nicht durch gewesen. Aber am 89. Tag, dann wird sich alle aneinig geworden. Und dann wird alles zwei was. Weißt du, wenn Worte sich aneinig geworden wären? Wenn einer Hikes, der wir für 20 Jahre am Bach gehen und hat gesagt, ich will jeden dieser 20 Menschen forsten, der Hikes forsten auch. Ich will jeden forsten, dass die sich aneinig waren. Wenn's, was passiert da? Wenn diese Gruppe wird durchgeholt haben für die 90 Jahre, dann wissen alle Hikes und alle Beise machen, dass sie gewisse Sachen in dort Land, das ganze Land in Uganda, nicht bloß dann verloren, sondern für 70 Jahre verloren. Autoritäten, die die Hexerie haben, in der Weise Macht, in der Weise Dienstnis, Autoritäten, die die haben. Wenn diese 20 würde sich einig bleiben, am 90. Tag,
dann würde die nicht bloß die Zeit verlieren, sondern für 70 Jahre können die gewisse Sachen nicht antasten. Das wird das Gebet von dir und mir in der geistlichen Welt hat. Ich habe werkliche Seine, und ich habe es hier mal genannt. Ich glaube, ich kann alle Walter Niefeld für 25 Jahre trägt, dann fällt er das Salze über Paraguay. Und was sie dort tun, ist, sie treffen sich einmal das Jahr für 24 Stunden zu beten. Jeder Jahr. Und ich glaube, ich soll am bloß einfach mal phone und sagen, check mal, wo das Land in Paraguay ändert hat. Von dort die Christen sich einmal im Jahr treffen und beten für das ganze Land. Von der ersten Tag sind von allen Seiten Kirchen, von ich habe heute die dort bloß in Santa Cruz, in Asunción, in der Hauptstadt. Paraguay ist nicht so groß, Bolivien. Es ist leichter Hand zu kommen, dass die alle von alle Hand kommen. Aber von der ersten Tag haben die in, ich weiß nicht, ist in 10 oder 20 Städte, weißt du, wie viel? Bei 70 Städte. An den Tag haben dann ab 70 Städte in Kirche oder Coliseos, und dort sind dann von wo die Kirche dabei ist. Aber die Kirche merkt sich einig in der Bete für das Land, die Bete für die Politiker, die Bete für die Kinder, die Bete, dass nicht mehr sexueller Missbrauch ist, die Bete für alles, was die Seine, was viel zu beten. Und ich sehe dort, wo Paraguay geändert hat. Wir hatten in Südamerika mehrere Länder, die sind ganz verändert, wenn wir beten. Das sind einfach Länder, wo die Kriminalität, was sagen wir dort, das ist Mord und so, oder Stehlerei und so eine Sache, das ist alles, so eine Sache, Menschen wollen in Gefängnis kommen. Das sind Länder, wo die Gefängnisse meist ladig sind, wenn dort lohnt, betet es und taub ist im Gebet. So, wir brauchen nicht das ganze Land sein. Wir brauchen bloß 3 oder 5 oder 10 oder 20 Personen sein. Wenn wir uns einig sind im Gebet und uns einig bleiben im Gebet, dort ändert in die geistliche Welt alles. Amen. Das war Abstimmung. So, ich möchte noch einmal und zum letzten Mal Mut merken, dass wir beten für uns Land. Wir brauchen nicht Sprache für Gott. Wir können einfach die Autorität annehmen, was wir in Gott haben. Und im Gebet kämpfen. Du kannst es tust tun. Aber für die, die noch nicht in dieser Gruppe sind, ich frage ihn auch, kommt in diese Gruppe nennen. Wir haben die Gruppe so gestellt, dass die Menschen die nicht mehr kennen, wenn sie es nicht schreiben, wenn dort kommt, wieder die Kontrolle. Aber so, du sind bloß ein paar Menschen, die du nicht schreiben können. Ich lade ihn an, komm in diese Gruppe nennen. Und nimm in dieser Zeit von 12. März bis 1. April, wenn es ein Tag Zeit in Fasten. Und nimm die Autorität an, die du hast. Was ich noch mal merke ist, dass in diesen 21 Tagen, weil wir jeden Tag irgendwo eine Gebetszeit haben. Jeder Tag. Und wo kann es dann passieren? Du kannst dein Haus aufmerken. Du kannst mir bloß ein Jamala sein und du kannst sagen, von dir, weil wir bedelten dort Haus, du wirst unser Living Room, unsere Sala wird aufgemerkt worden, wie wir alle beten für Bolivien. So einfach ist dort. Dann schreiben wir dort eine Gruppe an und dann dürfen wir die Ubikation nennen, dass andere Menschen die kommen können. Und als hier 2 oder 3 sind, dann brauchen nicht viel sein. Hauptsache, wir sind uns einig im Gebet. Amen. So, während wir das Leid anhand, möchte ich uns abrufen, dass wir kämpfen für Bolivien. Dass das Leid sagt, wir sprechen den Namen Jesus über unsere Familie, über unser Land. So kannst du nicht anfangen, ab Lüdes den Namen Jesus über das Land Bolivien zu sprechen. In der Bibel sagt dass als sie taub kommen in der Apostelgeschichte, dann sagt dass sie fangen alle taub zu Glück ernstlich an zu beten. Und sie kämpften. Und sie kämpften Sachen durch. So zum Beispiel, dass Petrus von Gefängnis loskommt und nur Ehren kommen dort. Die kämpften so lange, bis das passiert hat. Und dort erst Zeit, dass du und ich so lange kämpfen, wird die Sache einfach passieren. Dass wir kämpfen im Gebet. Wir prachen nicht, sondern wir nehmen die Autorität an. Du, wo du bist, fang an, auf Lüdes zu beten und fang an zu kämpfen, dass Jesus in das Land anbrechen kann, und durchbrechen kann, die Wänge und die Kehle. Jesus, wir danken dir.
Jesus, wir danken dir für das alles, was du in dit Land tust. Wir danken dir für das gesegnete Land. Wir danken dir für das gesegnete Erde, was wir haben. Jesus, wir danken dir, dass du uns hier leben lässt und dass wir ein friedliches Leben haben. Wir danken dir, Jesus, dass in Namen Jesus Christus frei und op über Bolivien gesprochen worden kann. Wir sprechen in Namen Jesus über das ganze Land. Und wir sehen unseren Präsident. Wir sehen alle Ministros. Wir sehen alle Alcaldes. Im Namen Jesus Christus. Und wir sprechen im Namen Jesus Christus über an. Wir beten, dat zij kunnen losspreken van alle ongewoonheden, van hekserij, van soberie. En dat ze einfach de vaart van Herrn Jesus Christus, de vaart van God aannemen kunnen. Dat zij niet kunnen, zij brokken Jezus. En dat ze Jezus kennen leren kennen. 1 Timotheus 2, vers 4 zeiden. Wir beten, dass Jesus kann bekannt werden in alle Eichen, auf alle Gassen, dass kann bekannt werden über diese nächste Deel. Dass einfach Menschen können auf der Gasse gehen und es steht Pflege, dass sie können und von Jesus bekannt werden. Wir loben Präsident Jesus für Bolivien. Wir danken dir für das Land, wo du uns leben lässt. Jesus, wir loben Präsident. Halleluja, Jesus. Bete einfach wieder. Bete einfach wieder, Jesus. Dankeschön, dass wir das. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Ik wil einfach dat we een beetje ruim willen maken. Wij ons maar alle knijden als ganze Schweiz. Einfach krijgt wo je zijn, einfach bij ons moet knijden. En einfach so sein als David. Hier zijn we en we brücken die einfach. En deze steht, wo einmal wat in Lohn passiert ist einfach. Dat nu krijgt kan ook unser Gott in je voet gebracht worden. Und so ist David auf vielen Städten fern sagt, Gott, ich weiß nicht mehr wieder, ich kann nicht mehr wieder und du nicht helfen willst. Und ich sehe, nu krijg in diesem Moment bloß afhängig von dir. Dat is wat David einmal nur Gott schrien, der man hat eingeht. Und wenn wir für das ganze Jahr einmal war ein Gebet haben für das Land. Wenn wir einfach kriegen, nur so zu Gott kommen. Und einfach das Land und Gott sich hineinlegen. Guter Gott, du bist der König. Du bist der einzige Leiter in das Land, wo die alle hier treffen sind. Du hast jeden einen von uns hineingesetzt in diesem Land. Und wir können Dinge verändert worden, wann wir hier verändert worden. So ist David, Jesus. Nur die kommende, weil wir sagen, dass seine Kraft nicht mehr neu hat. Behoud de knooien dat en die onderroepen dat. Zo zijn we hier vandaag per dia. Voor de ganze Situation in dat land. Voor de zin wat in dat land begonnen is. Dat er einfach Buße gedaan wordt. En dat we naar die komen kunnen. Dat we kunnen zorgen dat anderen is in dat land. Verwaltung Bruder, dat het een ons wordt omgehandeld. En wanneer ons wordt, dat het dan kan wiedergegeven worden in dat land, Bruder. En de ganze regering. En jeden einen van hen wordt door een autoriteit geschaffen. Dat ik krijg nu van deze dag,
Dat ik kan onderscheid worden van die in Namen Jesus. Fang einfach an zu beten. Fang an zu beten einfach. Für den Präsidenten. So viel Tod, dass immer den gesprochen wird. Dat krijgt nu in deze stad. Leven immer gesprochen wird. Wenn dat is de persoon wat God wel hebben wat hij zal ook geraad worden. Immer jeder vindt wat einfach geen aanvoelen wil. David zei in Psalm 72 dat hij gerechtigheid uitspreken deed over zijn zoon Salomo. En krijgt zo. Tja, wie nu gerechtigheid uitspreken in de regering. Gerechtigheid uitspreken over den president. En niet ongerechtigheid en niet dood uitspreken. Wij willen leven uitspreken. Heeft u nu stemmen af. Wij willen de stemmen afheven. Voor de ganze Ackerie. Voor jede agricultuur. In dit moment jetzt spät, weil wir für dich nu krijgen. Dat die kunnen geholpen worden, dat die kunnen getrokken worden in alle situaties. Voor jeder impresario. Dat ik kan wijzen van die. En voor jeder uitarbeider. Im Namen Jesus. Dat die Namen wordt uitgesproken worden in het ganze land, Jesus. Dat gerechtigheid aankomen wordt in dat land. In de regering, in jeder ackerman, in jeder impresario. Zie Jezus, we spreken nu in dit moment plus die uit. Die noemen is kracht, Jezus. Die noemen is leven. En jeder bij zijn yes wordt een slechte plan hebben voor dat land. Jeder heeft zijn recht dat kan gebruikt worden im Namen Jezus. Wens die noemen is kracht, Jezus. Die noemen is heilig. Die noemen is over alle noemen. Die noemen is over alle landen. Die noemen is over het ganze land. En in die noemen Jezus worden zich alle knaaien bij je. En dat van de oude dag is. Dat zich vele knaaien in dat land bij voor die. En dat ik krijg kennen nu God is voor die. In alle kolonieën ook Jezus. Hoe du weißt. De einzige vrede wat in deze wereld is, dat bist du. En dat is wat ons hier in dit land vinden. En Poel en ik beten, deze deel wat de vasten doen. Hoeveel mensen vasten doen. Dat de kracht krijgen. En dat bij de 1 april veel dingen worden veranderd zijn. Dat dienstens worden eng gaan. Dat onafhankelijkheid eng wordt gaan. Dat du omvangen wordt zijn te schaffen met die gerechtigheid. Geef jeden eigen kracht. Dat jeder einfach gebruikt worden. Dat zoet ons macht einfach verspelen worden. En dat du wordt in de kracht kunnen gaan, Jezus. Ze beten al dat u krijgt nu in deze eindminute de schaffen kost, Jezus. Dat u alles moet goed handelen. Voor de boelen, voor de nächste electionen. Dat u kunnen uitvallen door die werden. En dat doe ik niet wat slechter kan passeren. Sondern einfach die direct kan raufkomen in de regering. Dat die direct kan raufkomen in dat land. En dat Bolivia wordt onerkend worden als een land wat de afrechte arbeiden heeft. En dat ding wel hier kan passeren, Jezus. Over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace
tjane dat we als christen zoveel uit non-gereden zijn. Dat we zoveel strijd en spulung in onze Welt haben. En het Church, en manche Church. Jeder kleine Klampe sich apart, aber ganze Land verdollt. Da ist so viel Aneinigkeit. Wir sind Unterschussjane, das ist ein Unterschuss wie Verzehrensnot und wie so menschlich, so irdisch, sogar so dämonisch gedacht haben. Verjewensnot und wir uns immer weiter alle heute neun schieben, uns aufstarten, uns auflehnen, einer dem anderen. Und es steht ans anzunehmen, was du uns angenommen hast, ans zu leuben, reut seine de Feut zu waschen. Ihr seid weh, dass wir dort von dort ändern in unser Herz. Dass wir von dort an waren Unterschiede haben, Christen, die nicht kennen, in andere Churches. Ich weiß, dass das Land sich ändert an unser Herz. Dass wir eine Einigkeit nennen können. Dass wir aus einer Stimme, aus einem Wort waren, die Anbete Jesus. Von wo immer wir in die Church kommen. Ich weiß, Jesus, dass unser Herz sich ganz nicht die Rechte, dass wir alle, die nicht kennen, die Leute, uns verhüllen, den annehmen, den sehen. Ich weiß, dass alle Rechte verladen uit andere Herz, uit onze Schaf. Dass wir anfangen zu sehen, zu leuben, zu verbinden. Und es steht einer dem anderen immer mehr zu trotzen, zu sprechen. Jesus, ich bete, dass alle Betthandels in unser Herz Rüter geben. Dass du die Rüt nimmst, dass wir einer dem anderen da sind, den die Fehler alle heruntertragen. Verzeih uns, Jesus, wo wir aus denen nicht gelebt haben, als wann wir die nicht schauen. Wir beten um Verzeihung, dass wir so viel in unser Herz nennen haben, gelegentlich zu sein, und dünn zu sein für himmlische Dinge. Dass wir so viel bloß leben für das hier auf Erden, dass es uns hier schon gehen soll. Jesus, wir zieren Amte, die sagen, ans Haar, ans Bad, dem wird alle ihr Kraft, dort bist du. Wie kommen treten die? Du willst von die weiche Rand sein, du willst die dort nicht mal eingeworden sind eingeschluppen. Warte uns ab, Herr Jesus. Lass den Feuer brennen, in deine Church, in dein Leib, in dein ganzer Körper in Bolivien. Amen. Amen, Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Wir können glauben, lass uns Glauben wachsen. Amen. Wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet vom Herrn und weil wir unseren Bruder auch gesehen sind. Amen. Hab einen schönen Weg, einen Frauenweg und sehnt, Jenoba sehnt, es lohnt, weil wir positiv sind und verweich können und kämpfen und Gott, der hat große Dinge in uns. Amen. Hab einen schönen Sonntag.